나도마 대량아도 Zuallererst 자만균이 möcht- 시시나게 아주 möchte ich all denen, die 경례기 hier 무대 준비도 주말도 zuhören über das 주마 Internet, die 나 대신도 그 지금 Teilnehmer des Sangha und alle anderen, 저미 쇼다리멜이야 쇼에 지 쳐다보마 땡게 용서로래야 도마 공업사 섬주셔야이 die hier zuhören. 나서 다 되는데 델레야 다 아주 가래 쇼르선 다 델레야 갑스바 델레야 Möchte ich herzlich 안다 begrüßen 지지 und 라망을 willkommen. 지지데 쉬어 갑스바래 텔레아다 가장 제정업의 사제의 제비나 Und um 이거 hier weiter 상계에서 fortzufahren mit den 버티자 40, 토요로 50 Versen über Guru 아니 상계에서 im Rahmen 나와서 unseres 되려야 Frühlingsdharmas, hier geht es hier um jenen 나한테 Punkt, 얘기하는 in 말이죠 dem es darum 이제 geht, den 부산에 Guru selbst als Buddha anzusehen. Vielleicht sollte ich 이거 zunächst nochmal 상계에서 die Gliederung 나와서 nochmal 되려야 in 상세기 Gedächtnis 여 rufen. 제비나 Das ist 아니 뭐이기 되는데 주말로 써봐라 der 먹고 zweite 줘봐라 der 사디 Hauptpunkte in Tsongkhapas Gliederung ist eben die, 다 in seinen 상계에서 8 나와되기 Punkten ist hier der 세기다 되리 Hauptpunkt dessen, was zu beachten ist, um den 대외로만 Guru 민지도 als 주름이 Buddha zu sehen 수비 und dann, wie man vermeidet, 토변 타는 seinen 도시지 Schatten zu 타대만은 missachten. 미다고 써야 됩니다. 다들 가장 Und 지나는 hier, 데 um den 쉬서 Satz im 다이네 Sanskrit zu 간제의 nochmal 자 darzulegen, dann heißt hier, 라마고즈게게 der Vers selber, der 다 Grundvers 간제 lautet nochmal, 이 sollten 세례 jene Schüler, die durch 라멘니고 Mitgefühl 간제 und Geben, 휴용다 durch Wohlverhalten und 어다 durch 게다 Dulden 자데 voll von 쉬야 Vorzug sind, 버저드니 den 도시 Lehrmeister und Vajradhara niemals 라오니야 für verschiedenartig halten. 간제기 So, 공부다 wenn wir das 자데 anhand, 조세마 wir haben das 쉬이나 besprochen schon, anhand von 요사데 Tsongkhapas 요사 Kommentaren. Wir wollen aber nochmal hier einen Blick werfen, das habe ich den anderen Tags nicht getan, anhand des Sanskrit-Kommentars einen 다 Blick in die 간제 Bedeutung 공부다 자네 werfen. 마 Und 쉬어 wenn wir 뉴산에 den Sanskrit-Kommentar hier zu 음 Hilfe nehmen und die 텔레야 Interpretation dort betrachten, dann 대회 대회 사디가 치디기 so beginnt 아니 der 공부 Satz hier 중세 so, ne? So sollten jene Schüler, also so, 그러니까 dieses so 라말레야 최바 체베기나 gibt 아니 hier die Begründung 니구르라 서베기 dafür, 지 warum 예바 Schüler 체베나 아니 초고나 dadurch dem Guru 누구의 zu 지시다 geben oder zu 셰세 schenken 들리리 und 온도 Wertschätzung 셰세 auszudrücken und 이제 dergleichen, 게시나 warum sie 아니 로마 durch, 사디기 warum sie 고소 dadurch 다시 den höchsten Siddhi 최민지기 empfangen. 겨우 안에 이제 라말라 Und 로버치기 가사데 고야레스 Schüler meint hier jene Leute, die auf ihn, 대양 den Guru, hören 대비비 oder 다 von ihm 로마 대비 lernen. 아니지 찌드비고 로마 가진데 찔이야 Und dann, 다 wenn dies die Schüler sind, dann fragt man 로마래야 sich, welche 다 Art sollen 딩카스비요 diese Schüler sein? Was 딩컴도 soll 로마 ihre Wesensart 가제지리야 sein? 보고 요하레사나 아니 민지 대나 소바데스 Und so heißt 민지 es hier, 세아데 아니 제와 Mitgefühl sollen sie haben. 다 제와데 Mitgefühl 간제 공부들 제베이나 ist 덥데 Mitgefühl 심지는 미비기 eine 민지다 der 쉘레 미비기 민지다 3 Arten, so wie man sagt, 민지 라마 Mitgefühl bezogen auf 숨가발레야 Lebewesen, 예수도 mitbezogen auf deren Grundeigenschaft und 다 되네 Mitgefühl ohne Bezugspunkt. 동화사들 동화사들 가라사나 동화사들 Das 짐바르 nächste, 보이나 der nächste Punkt, der genannt ist, ist Geben. Geben 동화사들 meint 짐바르 Großzügigkeit oder 다 geben können. 대기 Und, 짐바텔레야 최기 und 짐바르 es gibt in dem Hinblick auf Geben auch 상세기 짐바다 das Geben 아니 von 잔데 Dharma, 짐바다 das 민지 Geben 게르기 von 딘데 짐바르 materiellen 셰세 Dingen 어떤 무슨 und das 어 Geben 이나 von 다 짐바 Freundlichkeit oder 무슨 Fürsorge, zum Beispiel 무슨 Schutz oder 내세 Sicherheit zu gewähren. 간제데 송도와 Also 보고 3 Arten von 다 되네 Geben. 추림사데 Alle 그 3 Arten 추림 von 대화라 Geben sind 대화 hiermit gemeint als Eigenschaft der Schüler. 대양 아니 추림 대양 전주쌤의 추림 남아 Weiterhin heißt es 예수의 hier 예주라 고스데 Wohlverhalten. Und Wohlverhalten 심지는 meint, dass 제기 sie von 추림 여와 추제기 추림 korrupten 추림 남선가 Verhalten frei seien, dass sie die 3 Arten des Wohlverhaltens 투투레스 üben, nämlich das Wohlverhalten durch 추림 vorsätzliche 남아 순가 Zurückhaltung, 추림 das Wohlverhalten, Lebewesen zu 다들 helfen und das 쇠바사데 Wohlverhalten, das 셈시와 gutartige 그래야 Eigenschaften anzieht und 최라 bündelt. 메버다베 쇠바도 동해 단돌리게 Dulden ist der 쇠바도 nächste Punkt. Dulden 쇠바도 meint, ruhig 치리게 oder 부서와 gefasst zu 쇠바도 sein. In den 고스도 3 Arten des Duldens, das 순가라 Dulden 고르기 als 예레스 Gewissheit in Bezug auf Dharma oder Grundeigenschaft. Zweitens das Dulden, 다들 das 추림 Belastung 쇠베기 freudig annimmt. Und das 덴덴사데 Dulden, das 덴덴사데 아니 Verletztwerden 곤도 durch 셰베기 andere, 민지다 dem das einfach nichts 아니 추림을 ausmacht. 쇠베기 덴덴사 Diese, 고네 곤도 die 3 Arten von 송게 Dulden. 제하다 아니 Vorzüge. 텔레야 야네 Das bilden 공부 alles die 셰베 Vorzüge. Und Vorzüge 디기스나 oder 텔레 gute 아니 Eigenschaften sind sie deshalb, weil sie 디기스나 예스 zu nähren, zu 데 vermehren und 조르바 윤덴데 einzuüben, 다가 zu pflegen 조르바 sind. 윤덴데
Jorbi davon meint, dass sie damit ausgestattet sind. So, die besitzen diese Vorzüge oder guten Eigenschaften, nämlich Mitgefühl, geben, gönnen, Wohlverhalten, dulden und dergleichen. Also Schüler, die mit solcherlei Eigenschaften versehen sind. So, verschiedenartig, jetzt heißt sie nicht als verschiedenartig zu sehen. Also verschiedenartig heißt hier, dass etwas nicht dasselbe ist, also unterschiedlich. Und nicht bedeutet hier Verneinung. Also nicht verschiedenartig. Und dann gibt es hier noch eine Erklärung eines Wortes hier, das Swam. Das taucht im Tibetischen gar nicht auf in der Übersetzung, aber das dient der Bekräftigung, das ungefähr so heißt wie ausschließlich, also sie ausschließlich oder nur als nicht verschieden zu sehen. Wenn man auf die tibetische Übersetzung schaut, dann als hier Guru wird als Lehrmeister dort übersetzt. Im Sanskrit, da steht allerdings Guru. Also es wurde im Tibetischen nicht als Guru oder Lama übersetzt. Auch in dem chinesischen Übersetzung ist auch Guru genannt. Eigentlich sollte in der tibetischen Übersetzung das Wort Lopön oder Acharya hier durch Guru ersetzt werden. So, in kurz. Und Vajradhara hier, noch um das zu sagen, mein Vajrasattva. So, in kurz, also Schüler, die mit all den Vorzügen wie Mitgefühl und so weiter ausgestattet sind, so wie oben genannt, die also die Siddhis zu erlangen wünschen und niemals, selbst in ihrem Traume nicht zu denken kommen, dass der Guru einer und Vajradhara irgendjemand anders sei. Sie sollten niemals denken, dass sie verschiedenartig sein sollten, immerzu in dem Gedanken weilen, dass der Guru, wer auch immer er sei, das selbst Vajradhara ist. Der Guru ist, wer immer er ist auch Vajradhara zugleich. Also in kurz, Sie sehen Vajradhara und Guru nicht als zwei verschiedene Personen oder Entitäten oder Wesensheiten. Was immer uns der Guru ist, der ist auch Vajradhara. Im Sanskrit-Kommentar kommt da noch ein Zitat, was erwähnt wird. Und da heißt es, jene aber sind stets Vajradhara, der Tathagata und Ratnaketu. Sie sind das große Meer, deren Urbewusstheit, Jnana, das Wunschjuwel des großen Sinn erfüllt. Also wenn man die Erklärung des Sanskrit-Kommentars hier zugrunde legt und das hier zugrunde legt, dann sieht man, dass das mit der Bedeutung der 50 Verse über Guru übereinstimmt und wir brauchen also nicht zu viel darüber zu sprechen. Das heißt, dass im Grunde das sowohl in dem grundlegenden Fahrzeug im Mahayana wie auch im verborgenen Mantra und auch besonderen in der Übungslinie der Takokai, dass es von großer Bedeutung ist. Und so gibt es, also wenn man von Mahayana spricht, da gibt es also viele Sutra-Arten, die davon berichten. In vielen Sutras ist davon erwähnt, wie wichtig es ist, den Guru als den Buddha zu sehen. Und in den verschiedenen Tantras, also wenn wir von verborgenem Mantra sprechen, dann ist auch in verschiedenen Tantra-Arten, wird genau dieser Punkt betont, dass es wichtig ist, den Guru als über den Buddha zu sehen und natürlich in der Überlieferungslinie der Takokachi, das besonders hervorgehoben von Miti Dorje in seinen 100 kurzen Anleitungen, sagt er dazu, wenn die Kaki-Überlieferungslinie abbrechen sollte, dann ist dies die Antwort darauf, dass Gurus ohne tiefe eigene Erkenntnis auf Schüler treffen, die nicht empfangsbereit und fähig sind und die den Guru nicht als Buddha sehen.
Also es wird die Bedingungen erklärt, unter denen es dazu kommen könnte, dass die Überlieferung dieser Kapokage abbricht, weil da, wo Lehrer, die selber keine tiefe Einsicht oder Erkenntnis gewonnen haben, dann mit Schülern nicht empfangsbereiter Art zusammentreffen und sie haben deshalb keine echte, tiefe Guru-Schüler-Beziehung. Und deshalb, aus diesem Grunde, das sind die Bedingungen, der Schüler den Guru nicht als Buddha sehen kann, nicht dazu in der Lage ist. Und aus diesem Grunde, so sagt sein Wort, könnte es dazu kommen, dass die Kage-Überlieferungslinie abbrechen wird. Das sind die Bedingungen oder Umstände, die dazu erklärt werden, die zu einem Abbruch der Überlieferungslinie führen. Das ist sehr wichtig, dieses in unserem Herzen zu bewahren. Dieses So, die Überlieferungslinie ist daran gebunden, dass es Lehrer gibt, die Meister gibt, die Gurus, die selber eine tiefe Einsicht gewonnen haben und dass es Schüler gibt, die empfangsbereit geeignete Gefäße für diese Unterweisung sind und sie dann in der Lage sind, den Guru als Buddha zu sehen. Und weil sie den Guru als Buddha sehen, deshalb auch die Ermutigungskraft und Segen in dieser Weise empfangen können, wodurch sie ihre eigene Erfüllung, ihre eigene Einsicht erfangen können. So ist das ein ganz besonders wichtiger Punkt, den ich denke, der es wert ist, in unserem Herzen zu bewahren. Und wir werden jetzt weiter fortfahren. So. Der nächste Punkt von den 8 in Tsongkhapas Erklärung ist hier der zweite Unterpunkt hier, also ist hier kein Mangel an Respekt zu zeigen seinem Schatten gegenüber. Und dazu heißt es, den Vers selber, der Vers 23 lautet, wenn Furcht, als sei es wie ein Stupa zu zerstören, gar über seinen Schatten niemals treten lässt, dann sei aber davon ganz zu schweigen, über Schuhe, Reitzeug oder Sitz zu steigen. Wir werden als erstes mal in den Sanskrit-Kommentar hineinschauen. Und das erste, von dem die Rede ist hier, ist wie einen Stupa. Und diese ist also von den verschiedenen Arten von Verkörperung von Körpersprache und Bewusstheit von Buddha, ist das hier die Verkörperung des Buddha-Bewusstseins. Oder manchmal auch von Körpersprache und Bewusstheit des Buddha. Manchmal steht Stupa für Buddha-Bewusstsein oder so. Wenn wir hier sagen Stupa, dann ist es eine bestimmte Art und Weise, wie wir eine bestimmte Repräsentation des Buddha gegenüber Respekt und darbringen können und die Geschenke darbringen können. Und wenn das hier wie ein Stupa heißt, dass es die Verkörperung dieser Großartigkeit zu zeigen ist, was den Schüler bezähmt, und Stupa ist also der Stupa, und dann zu zerstören heißt, ihn zu vernichten, also bis auf die Fundamente zu zerstören. Und das wäre in der Tat eine noch größere Missetat als die so wäre wie die Dinge, die unmittelbaren, ohne Übergang am Ende unseres Todes Leid bringen, ein noch viel größeres Leid hervorriefe. Also es wäre schlimmer, was hier so schlimmer wäre, als diese Tat, einen Stupa zu zerstören, heißt hier über seinen Schatten zu gehen. Und das ist also das Abbild oder ein Spiegelbild und nicht darüber zu schreiten. Und das heißt dann darüber hinaus die Schuhe, wie Fußbekleidung, Sitzkissen oder ja, also Schuhe sind zum Beispiel auch Sandalen. Also Fußbekleidung kurzum. Und Sitz meint hier Sitzkissen.
Und das Reitzeug heißt hier zum Beispiel Sänfte und dergleichen, also eine Art der Fortbewegungsmittel. Wenn zum Beispiel jemand von einem Ort zum anderen gebracht werden wird in einer Sänfte. Und das Schwierige ist für jemanden, der alleine darüber zu gehen, dann hat man zum Beispiel einige Leute, 4 Leute, die diese Person, die selber nicht gehen kann, dann in einer Sänfte oder über diesen Berg hinaufträgt und so weiter. Also das meint hier, Reitzeug bezieht sich nicht in erster Linie auf ein Pferd, sondern hauptsächlich bezieht sich das auf diese Sänfte, in der man getragen wird. Aber es könnte auch in der Zeit Elefanten und andere Fortbewegungsmittel bezeichnet haben. Heute würden wir vielleicht von einem Auto sprechen, das ist der Auto oder Wagen, den jemand benutzt. Aber es schließt auch alle anderen Dinge des persönlichen Besitzes ein, wie zum Beispiel Kleidung, Schmuck und so fort. Und diese nicht zu übersteigen, heißt also nicht darüber zu laufen, über seine Schuhe und Sitz hin, und sein Fortbewegungsmittel einfach darüber zu laufen. Ja. Zeit, aber davon ganz zu schweigen, das heißt, nun ja, dann braucht man gewisslich darüber keine Worte mehr zu verlieren. So, warum darüber sprechen? Da gibt es keine Notwendigkeit dafür. Wenn es schon so schlimm ist, über den Schatten zu gehen, dann braucht man über die anderen Dinge nicht zu reden. So, das ist der Sanskrit-Kommentar dazu. 다 최대한 시바사데 지단기 가나주 참여바 나다 에네 대단 Und 예외기 니다 대단 영화사 시에요 also wenn wir von dem Zerstören eines Stuhlbars sprechen, dann ist das Zerstören eines Stuhlbars, wir haben ja die fünf ganz besonders schlimmen Dinge, die ohne Übergang in einen Leidensbereich führen am Ende des Lebens. Und dann gibt es die beinahe so schlimm sind wie diese 5 Dinge. Und eines davon ist, ein Stupa zu zerstören. Und wenn das auf den Schatten des Guru zu treten, dann heißt es hier nach dem Solitaros Kommentar, also die über den Schatten des Gurus reden, heißt es ist noch schlimmer als diesen beinahe übergangslosen Untaten. So sagt es auch in dem Netz der Täuschung, genannt in dem ersten Kapitel, heißt es, steig nicht über deren Schatten. Es heißt, dies sei wie einen Stupa zu zerstören. Und darüber hinaus ist es auch in dem Vajra-Ritaya-Geschmeide oder in Vajra-Jakini und Chaturpita in 4 Sitzen erklärt. Und darüber in dem nicht nur das, sondern auch diese schädlichen Wirkungen sind auch berichtet in dem 8. Kapitel des Vajra-Zeltes. Und ja, wir müssen nicht alles in das hineingehen, aber da heißt es zum Beispiel in diesem hier, jene Obertölpel aber, welche über Gurus Schirm und Schatten, über Schuhe, Sitz und Kies und Schreiten in Rasierklingen lassen die Leute fallen und so weiter. Also es geht darum, dass man nicht in der kleinsten Weise diese tritt nicht auf des Meisters Sitz, seine Schuhe, Schirm, Roben und so weiter, was auch irgend ist in seinem Besitz, nicht einmal über seinen Schatten treibst im Scherze, tu es nicht, du wirst alle Zeit von Qualen überall befallen, den Sinn, Erfahrung, Pracht und weiter Ferne sein. So. Aber es mag Situationen geben, wo es dann nicht vermeidbar ist, dass wir so etwas tun, wie zum Beispiel, wenn wir einen Stupa, das Bett des Guru reinigen müssen oder wenn es darum geht, einen Stupa zu renovieren und so weiter. Und dann gibt es keine andere Wahl, weil man im Dienste der 3 Juwelen dann diese Handlung durchführen soll. Und wenn es dazu käme, dass wir solchen Reinigungstätigkeiten und so weiter das Unangemessene tun müssten, dann gilt es, bestimmte Verse zu sprechen, die man auch für den Verse des Tempels nennt.
Aber die Einzelheiten dazu werde ich da erklären oder sind angemessen zu erklären, wenn es darum geht, grundsätzlich die Fehler zu vermeiden, die mit dem verborgenen Mantra verbunden sind. Das ist angemessener in der Erklärung der verschiedenen Arten von Vorsätze. Es gibt also Situationen, kurzum, in denen es nicht anders vermeidbar ist, aber dann muss es Gründe dafür geben. Und dann gibt es Weisen, das Unheilsame daran zu vermeiden. Selbst in Tibet, da gibt es alte Frauen, wenn sie den Stupa den Tempel umrunden, versuchen niemals auf den Schatten zu treten. Die versöhnen sich darum, genau das einzuhalten. Niemals den Schatten des Stupa zu übertreten. Sie sind sehr, sehr wachsam daran, selbst die kleinsten Arten von Unguten im Sinne von Ursache und Wirkung zu vermeiden. In einer gewissen Weise. Der Punkt dabei ist, dass wenn wir solche kleinen Dinge schon missachten dann und sagen, es ist egal, ist doch egal, dann das dann dazu nach und nach dazu führen kann, dass man auch größere Dinge als zulässig interpretiert. So, es gibt und deshalb heißt es, wenn es hier um die über den Schatten zu treten, heißt im Prinzip, dass es in einer Hinsicht heißt, dass man große Wertschätzung empfindet für den Guru. Auf der anderen Seite, praktisch gesehen, ist es immer sehr schwierig, dann genau darauf zu achten, wo sein Schatten ist und gerade und da nicht darauf zu drehen. Und weil das so schwierig ist, gibt es verschiedene, in der Erklärung des Buddha gibt es Hinweise, dass da, wo wir selber nicht in der Lage sind, diesen Auftrag zu erfüllen, wo wir einfach unfähig sind, die verschiedenen Dinge einzuhalten, dann ist es aufgrund der Güte des Buddha, seinem Mitgefühl, dass er es dann doch ermöglicht. Aber der Hauptpunkt dabei, nicht über den Schatten zu treten, ist, dass wir eine große, tiefe innere Wertschätzung, dass wir selbst dann, wenn es darum gehen würde, bloß über seinen Schatten zu treten, eine Zögern verspüren aus tiefer Wertschätzung heraus und deswegen von solcher außerordentlichen Wichtigkeit ist. Okay. Um jetzt weiter fortzufahren mit dem und Tsongkhapas Kommentar weiter betrachten. Da gibt es 8 Punkte, die diese Wertschätzung ausdrücken. Und wenn wir diese 8 Punkte uns nochmal vor Augen führen, dann da waren wir immer durch Beschenken Nummer 1, ihn als Buddha zu sehen, Nummer 2, seine Anweisungen umzusetzen, 3. den Umgang mit Gurus, Dingen und Gefolge, dann im direkten Handeln makellos zu sein, Überheblichkeit abzulegen und nicht auf eigene Faust zu handeln. Wir sind jetzt in Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist seine Anweisungen umzusetzen. So, was heißt es, seine Anweisung, sein Wort umzusetzen, nach dem Wort des Guru handeln? Der zweite Punkt war der vorherige, den Guru als den Buddha zu sehen, sie gleichwertig und ebenbürtig als Buddha zu sehen. Und wenn uns das so weit klar geworden sein könnte, dann werden wir das, was seine Anweisungen sind, annehmen. Sonst, wenn das nicht der Fall wäre, wenn man dann nicht seine Anweisung beherzigen wollte, dann wäre den Guru als Buddha zu sehen nicht das ein leeres Wort, eine Lehrformel. So, diese Anweisung auszuführen, sein Wort umzusetzen, wenn man Tsongkhapas dann können es anhand des Kommentars von Tsongkhapa betrachten. Wir können es aber auch in Beziehung setzen zu dem Sutra Alamkara-Worten, wo es heißt, durch Wertschätzen, Beschenken, Dienstleistung und durch Üben folge dem Kalyana Mitra, dem Herzensfreund. So ist es. Auch das ist in Einklang mit den Worten aus dem Sutra Alamkara und dann entspricht das dem letzten Punkt, dem 4., nämlich durch Üben folge dem Kalyana Mitra, indem man das umsetzen, anwendet.
was die Worte des Gurus sind. 다 지단 까르버 Und 쇼바 der 니 Grundvers dazu, der Vers 24 sagt, großartig kluge aber, voller Freude, hören auf des Guru Wort mit Fleiß. Falls aus gutem Grunde so nicht fähig, legen sie es vor ihm dar. Das ist also der Vers 24 aus den 50 Versen über Guru. Und wenn ich hier nochmal das war eben die Tabelle, die die Worte im Sanskrit und im Tibetischen und so weiter miteinander in Beziehung setzt. Also schauen wir in den Sanskrit-Kommentar zuallererst. Dann heißen die Schriften, Kommentarschriften dazu, heißt die großartig kluge. Das ist das Erste, was hier auftaucht. Großartig kluge heißt, dass sie einen weiten, offenen Geist haben und große Klugheit und Vernunft und darin in dieser Klugheit großartig sind. Sie sind unbehinderten Verstandes oder wir würden heute sagen, Leute, die sehr, sehr intelligent sind oder weise. Und dann voller Freude heißt, sie begehen das mit einer Haltung der Begeisterung oder des Wohlgefallens. So, jene großartig Klugen füllen also die Worte des Gurus aus. Und das heißt hier Guru, das heißt das Guru-Wort. Guru ist hier der Lehrmeister wiederum. Und sein Wort sind seine Anleitung, das, was seine Erklärungen da sind und seine Weisung, dies oder jenes zu tun. Und wir können auch sagen, kurz, alles, was der Guru sagt oder aufträgt, wir könnten auch sagen, alles, was er sagt. Gut, und dann mit Fleiß heißt, dass sie einen großen Wunsch in sich spüren, nach Gutem zu streben und Gutes zu vollbringen. Und dann hören auf, das ist also der Wunsch, eben genau diese Anweisung, die zu Guten führen, umsetzen zu wollen. Und weiter heißt es nicht fähig, das heißt, wenn wir besser auf diese Tabelle nochmal schauen, unfähig heißt hier, dass man weder durch die Ursache oder im Hinsicht des Ergebnisses da nicht zu fähig ist, es auszuführen, oder man kann es nicht aushalten, es so durchzuführen. Ja, darlegen oder legen dar heißt etwas zu erbitten oder etwas zu Gehör bringen. Kurzum, die Gründe darzulegen, warum man dazu nicht fähig ist, vor ihm heißt dem Guru, vor dem Guru. Und das Angemessene heißt hier, oder das heißt hier, oder nicht fähig heißt, dass man nicht in der Lage ist und dass die Gründe dazu darzulegen. Aus gutem Grunde heißt also die Gründe darzulegen. So die Kernbedeutung davon ist, wenn wir jetzt auf den Sanskrit-Kommentar hier schauen, sondern davon erklären, als das, was immer der Guru uns aufträgt oder sagt, dass wenn wir in der Lage sind, es umzutun, wenn wir es auf uns nehmen können, diese Anweisung, dann sollte der Schüler danach streben, diesen Auftrag auszuführen. Wenn sie aber dazu nicht in der Lage sind oder sein sollten, dann oder andere die Bedingungen es nicht erlauben, wenn die Umstände es nicht erlauben, dann oder die Bedingungen widersetzlich sind, dann ist es nicht, es einfach zu ignorieren oder einfach wegzulassen oder sagen, okay, dann mache ich es halt nicht oder sowas und einfach vergessen, was der Auftrag war, sondern das wäre ein großer Fehler. Sondern man muss über den Grund nachdenken, warum man nicht in der Lage sich fühlt, es durchzuführen. Und es dem Guru darzulegen und zu erklären, warum man sich nicht in der Lage fühlt, diesen Auftrag umzusetzen.
wenn man sagt, ich habe nicht die Fähigkeiten, ich kann es nicht, ich bin dazu nicht in der Lage, und diese Gründe auch nachvollziehbar darzulegen. In so einem Cover-Kommentar, wenn wir da hineinschauen, da heißt es Schüler mit großer Intelligenz, also die haben ausreichenden großem Maße Pragya, Einsicht, Weisheit. Und die Schüler, die Worte des Gurus beachten, sich danach richten, auf Hören, uns mit großer Anstrengung oder mit großem Fleiße versuchen umzusetzen. Das heißt, sie hören auf den Guru und füllen das aus. Und sie machen es nicht aus irgendeiner Unwilligkeit heraus oder mürrisch, sondern sie machen es mit einer Haltung großer, tiefer Freude oder Begeisterung. Und man mag also fragen, was müssen wir alles das umsetzen, was zu tun ist, was uns aufgetragen ist? Also Schüler mit großer Intelligenz oder Vernunft sollten alles, was der Guru ihnen aufträgt, mit großer Freude und Begeisterung auf sich nehmen. Und die Frage ist, müssen wir denn alles tun, was der Guru uns sagt? Und da gibt es, okay, das sind es Worte, während die nicht in Einklang mit Dharma wären, dann wäre das nichts zu tun. Aber es gibt manchmal sogar Dinge, die in Einklang mit Dharma sind, wo wir, obwohl sie in Einklang mit Dharma sind, wir uns nicht in der Lage fühlen, diesen Auftrag auszuführen. Und dann geht es um die Gründe, warum wir uns nicht in der Lage meinen, die müssen in einer verständlichen Weise dargelegt sein, warum wir dem Guru dann erklären können, warum wir meinen, denn nicht fähig sein, diesen Auftrag umzusetzen. Und dann, wenn wir diese Gründe ausreichend und angemessen dargelegt haben, dann ist da auch kein Schaden, hier heißt es, diesen Auftrag nicht ausgeführt zu haben. Aber nicht nur das, aber nicht nur, weil wir nicht in der Lage sind, weil das eigentlich eine gute Handlung wäre, die in Einklang mit Dharma ist. Also wir können darüber sprechen, über diese Handlungen, die in Einklang mit Dharma sind, wo wir nicht fähig fühlen, uns die auszuführen, aber dann können wir auch über die Handlungen sprechen, die uns erscheinen, als ob sie nicht in Einklang mit Dharma sind. So heißt es in der Essenz des Geschmeides der allgemeinen Rituale, der prachtvollen, verborgenen, heißt es, Manjushri sagt dazu, wir sprechen jetzt über die Methoden, die uns als nicht in Einklang mit Dharma erscheinen. Da heißt es, und es gibt verschiedene Erklärungen, die mit den Grundverfehlungen zu tun haben und so weiter, durch indische Gelehrte dargestellt werden. Hier so, in diesem Text hier von Manjushri heißt es, Worte, die zu Unguthandeln treiben, begründe so und lass sie stehen. Verweile so in Gleichmut. Oder und diese verschiedenen die verschiedenen Arten von Verfehlungen, wie sie im Vajrayana zu vorkommen, zu vermeiden sind, gehen hauptsächlich auf die Erklärung von Manjushri, dem Meister Manjushri zurück. Und deswegen und in der Erklärung von Tsongkhapa wird dann noch weiter zitiert, im Vinaya-Sutta heißt es, falls sie, was nicht Dharma ist, verkünden, lehne es ab. Oder in der Juwelenwolke heißt es, im anderen Text, falls es Gutes ist, stimme zu und handle, falls Ungutes, so stimme nicht zu und lasse dich nicht darauf ein. Und wenn wir uns also dazu gedrängt fühlen, etwas zu tun, was eigentlich nicht getan werden darf und im Gegensatz zu den 3 Vorsätzen ist, dann lass dich nicht darauf ein. Aus diesem Grund, aus diesem Anlass. Wenn es also der Guru etwas uns sagt, was uns als nicht im Einklang mit Dharma zu stehen scheint und sogar noch zu dem Gegensatz steht zu den 3 Arten von Vorsätzen und diese zu brechen dann führen würde, dann sollten wir uns nicht darauf einlassen. Aber es ist nicht der Anlass, wohlgemerkt, es ist nicht der Anlass dafür, dann Vertrauen in den Guru zu verlieren und ihn der Fehler zu bezichtigen.
das wäre im höchsten Maße ungerechtfertigt und unangemessen. Das so erklärt es Tsongkhapa. Als nächstes ist der zweite dieser Verse. Und darin heißt es, vom Guru aber wird man Siddhi, höhere Welt und Wohlsein empfangen. Und darum nun mit aller Kraft gilt es des Gurus, Wort nicht zu missachten. Und da heißt hier vom Guru, das heißt also durch den Lehrmeister, wenn man also auf den Kommentar nochmal schaut hier. Also vom Guru heißt, den Nutzen davon, den Guru zu erfreuen. Guru ist der Lehrmeister. Siddhis heißt die Erfüllung unserer Wünsche. Und sowohl da gibt es zweierlei, die weltlichen Wünsche und das, was die Welt überwindet. Und darunter Schwerter, Augen, Fußmassage, Öl und so weiter. Das sind alles weltliche Erfüllungen. Und das wären weltliche Siddhis, die dann, das wären, wenn wir davon Siddhi sprechen, solche verschiedenen, dann sind sie eben ein Teil des weltlichen Geschehens und für sich nicht geeignet, damit das dadurch Buddha-Erwachen zu erlangen. Das wären eben das, was in alter Weise damit gemeint ist, wären heutzutage diese Superkräfte, wie sie dann in Filmen gesagt werden, dass man übermenschliche Dinge in der Lage sind zu tun. Also zum Beispiel mit den Augen kann man Dinge sehen, die andere nicht sehen. Man kann Schätze, verborgene Schätze sehen und so weiter. Und das sind also solche besonderen Superfähigkeiten, die durch eine besondere Art von Augenmedizin in der Lage ist, diese klar sich zu erreichen. Und mit diesem Fußöl ist man in der Lage, also übermenschlich schnell zu gehen und so fort. Vielleicht kann man da wahrscheinlich schneller als Pferde durch die Landschaft rennen. Das ist auch nicht so besonders nützlich heutzutage, weil wir heute andere, schnellere Fortbewegungsmittel haben. In der alten Zeit war das damals von besonderer großer Errungenschaft. Damals konnte man auf keine andere, schnellere Weise sich fortbewegen als auf einem Pferde. Und wenn man diese Siddhi des Schnellgehens besaß, dann war das von großer Nutzen. Oder dann gab es ja die Möglichkeit, sich unsichtbar zu machen. Das könnte vielleicht auch heutzutage noch von großem Nutzen sein. Es gab so eine besondere Kleidung, die man, wenn man sie umlegt, dann von anderen nicht mehr sichtbar war. Und heutzutage gibt es Wissenschaftler, die versuchen, solche Materialien herzustellen, mit denen man unsichtbar wird. Also das könnte durchaus hilfreich sein, auch noch. Wenn wir zum Beispiel diese Unsichtbarkeit erlangen könnten, dann könnten wir wo immer auch gehen, ohne gehindert zu werden. Das könnte durchaus hilfreich sein. So, das war zu der Zeit durch Grund von Mantra-Kraft erlangte Fähigkeiten oder Siddhis. Und das waren also übermenschliche Kräfte, wenn man so will, Superkräfte, die uns unterschieden von anderen. Aber all diese großartigen Fähigkeiten, wie übermenschlich sie auch sein mögen, werden sie nicht geeignet dazu, uns Buddha-Erwachen zu bescheren. Wenn wir in der Lage sind, Buddha-Erwachen selber zu erlangen, dann ist das überweltliches hinausgehende Fähigkeit. Und wenn der Guru dasselbe ist wie Guru Buddha ist, dann sind wir auch in der Lage, auch diese Fähigkeit des überragenden Siddhi zu erreichen. Okay. Von dem Guru heißt also, im Tibetischen oder im Englischen heißt es, von Guru. Im Sanskrit kommt das dreimal vor. Immer wieder heißt es von dem Guru. Und
Und was kommt von dem 토리사데 Guru also weiter? 하이지게레스 대야 Höhere Welt. 에르든 감도 Höhere 숭이 Welt 숭이 meint die 감지데 숭이 Götterlebensbereiche. 감도 Der 감수기 Dreier der Art, 데데 Begehren, das sind die sechs 나마치 Bereiche, dann 도수기 라 Formbereich, 디나르베로 Formgötter 람 und formlose 찬송이네 Bereich, die 지단다 formlosen 령감라 Götterbereiche. 거라이 네르 라마 임비 네르 여러봐 거미 Ja, so 아주 ist der. 에 Und wir haben also im Begierdebereich haben wir also auch unter anderem Halbgötter, also Asuras oder Nichtgötter und Götter und die menschlichen Bereiche. Und ja, also es sind auch dann die Leidensbereiche, aber es sind auch innerhalb dieses Begehrensbereiches gibt es eben auch Götterbereiche. Und dann gibt es eben darüber hinaus noch die Formbereiche, die Formgötter und dann noch die formlosen Götterbereiche. Also kurz gesagt, also diese alle drei Bereiche. Höhere Welten kann auch menschliche und Götterwelten bedeuten, aber hier ist es in erster Linie die, die Götterbereiche, die also und man ist durchaus in der Lage, diese Bereiche zu erlangen, weil der Guru vom Wesen her Dharma ist. Und warum kann man diese Bereiche erreichen? Weil man Karma als Ursache und Wirkung, Beziehung im eigenen Handeln begriffen hat und aufgrund dieser Essenz des Dharma dann in der Lage ist, seine Handlung so zu leiten, dass man daraus das Ergebnis der höheren Bereiche erlangen kann. Und woher haben wir diesen Dharma? Wir haben ihn vom Guru, also weil der Guru vom Wesen her Dharma ist. Deswegen ist es durchaus möglich, dass wir diese höheren Bereiche erlangen. Und was ist mit diesem Wohlsein gemeint? Diesem Wohlsein, das kommt halt hier, das ist ja immer das Wohlsein, das auch wieder mit dem Wort vom Guru, durch den Guru hier begleitet ist, was aber sowohl im Tibetischen wie auch im Englischen nicht vorkommt. Und also vom Guru bekommen wir auch Wohlsein und das Wohlsein hat wiederum zwei Arten. Es gibt ein weltliches Wohlsein und eins, was jenseits davon liegt. Und das Wohlsein aus weltlicher Art ist also politische Macht und das Wohlsein der Götter und so weiter. Was immer uns an diesem weltlichen, als Teil weltlichen Geschehens, als Wohlsein dünkt, all die verschiedenen Vergnügungen und Sinnesreize der Götter zu erfahren, das wäre auch Teil dieses Wohlseins im Rahmen des weltlichen Geschehens. Und wir sind tatsächlich in der Lage, dieses Wohlsein zu erreichen. Und das zweite Art von Wohlsein ist das Wohlsein des Erwachens. Liegt jenseits von weltlichem Geschehen. Wir sind aber in der Lage, das tatsächlich zu erreichen, weil der Guru vom Wesen her Sangha ist. Und weil er so also alles zur Erfüllung bringt, was wir auch begehren und anstreben mögen. Und deswegen ist der Guru von der Wesensart der drei Juwelen. Er wird also dem Schüler alles, was sein Herz begehrt, erfüllen und ihm dies empfangen lassen. Wenn wir also solcher Art uns dem Guru gegenüber verhalten, dann werden wir alle diese Dinge empfangen, diese Art von Siddhis oder die Form von Wohlsein. Und mit aller Kraft heißt hier, dass wir aus den oben genannten Gründen mit allen Mitteln danach streben sollten, solche echte Gutartigkeitskraft in uns zu vermehren und niemals das Wort des Guru missachten, heißt also nicht gegen seine Anweisung zu halten, weil dann, wenn wir seinen Anweisungen zufolge handeln, dann werden wir aus diesen oben genannten Gründen eben genau all diese Vorteile erreichen können. Aus dem Kommentar von Tsongkhapa heißt es dazu, wir sollten niemals das übertreten oder missachten, was des Guru Anweisung ist. Und wenn es in Einklang mit Dharma ist, dann gibt es eben die zwei Arten von Siddhis und die höheren Welten. Und wir sollten, was immer, wenn es in Einklang mit Dharma ist, all unsere Anstrengungen darauf richten, das umzusetzen, zu erfüllen, was die Anweisung des Guru ist. Warum? Und die Begründung ist dafür, weil die gewöhnlichen und die weltlichen und auch die überweltlichen, die jenseits über Welt gehenden Siddhis, beide auf die Grundlage dieses Guru entstehen in uns. Er ist sozusagen für uns der Zugang zu diesen besonderen Formen von Siddhi und den zwei Arten von Wohlsein. Dieser zweite Vers hier
Der Guru ist sozusagen die Quelle dieses Segens und der Ermutigung, der uns all diese Dinge erreichen lässt. Und ja, dieser Vers, der zweite Vers ist aus dem Text, der heißt es verborgene Mondestropfen. So, wir hatten diese zwei Worte, wie man die zwei Verse, die die Worte des Gurus umsetzen, bedeuten. Wenn ich das mit meinen eigenen Betrachtungen hier verbinde, dass der Grund, warum wir uns an die Worte des Gurus halten sollten, ist, dass wenn ihr irgendwo Tee bereitstehen habt, dann bitte, dann gewährt euch jetzt die Gunst, hier einen Tee zu trinken. Ich weiß nicht, wo ihr seid und ob ihr auch jemand euch einen Tee bringt oder wo euer Tee schon dabei ist, kalt zu werden. Jedenfalls ist dann, wenn ihr da alleine seid, dann habt ihr vielleicht nicht die Zeit, euch einen Tee zu bereiten. Aber also okay, was aber hier der Grund dafür, dass wir das tun sollten, was der Guru uns aufgetragen hat, da heißt es. Das heißt ja in den Jataka-Erzählungen, die richtige Weise, den Guru zu ehren ist, oder nämlich jenen, der Gutes, Hilfreiches spricht, ist zu handeln und üben im Einklang mit seinen Instruktionen. Und das ist unter den verschiedenen Arten und Weisen, den Guru zu erfreuen, ist es die beste Art und Weise, ihn zu erfreuen, durch das eigene Üben. Von den 3 Arten der Weise, den Guru zu erfreuen, ist die Art und Weise des Übens, des Anwendens und Umsetzens seiner Instruktion die beste Art und Weise, das Herz des Gurus wohlzustimmen. Und auch die beste Art und Weise, die Güte des Guru zu erinnern und in unserem Herzen zu bewahren, ist die Güte zurückzuzahlen, ist die seine Worte, seine Dharma-Unterweisung umzusetzen. Das heißt somit oft, die beste Art und Weise, dem Guru zu dienen, ist, die Übungen umzusetzen. Das ist nicht kategorisch oder einseitig zu sehen, aber es ist die beste Art und Weise an Geschenk oder Beschenken, die wir anbieten können. Wenn wir also darüber sprechen, was das Umsetzen bedeutet, von dem, was er sagt und uns aufträgt, dann kommt uns sicher in unserer eigenen Einstellung manchmal so vor, dass es da so 2 verschiedene Arten von Guru-Worten sind. Da ist zum Beispiel der Guru, der auftritt als jemand, der uns tatsächlich Dharma-Unterweisungen gibt in einer gewissen formelle Weise, der zum Beispiel einschließlich von Abhisheka und Übertragung und Dharma-Unterweisung und Anleitung und so weiter. Das ist also sozusagen die Worte des Gurus im Sinne von eigentlichem Dharma. Das echte Dharma, der uns als Information da geboten wird und in Einklang mit den Dharma-Schriften steht und so fort. Das ist die eine Art des Guru-Wortes. Dann gibt es aber auch für uns eine andere Art des Guru-Wortes, das sich auf unsere alltäglichen, täglichen Dinge und Verrichtungen bezieht, auf unser Alltagsleben. Das ist eine andere Weise, es zu sehen. Wir haben also 2 verschiedene Möglichkeiten. Das erste Typus ist nämlich, dass es das, was tatsächliche Dharma-Unterweisung oder Vorträge, da, wo die Worte des Gurus identisch sind damit, das, was wir als Dharma-Unterweisung oder Dharma-Darlegung bezeichnen. So alles, was der Guru in dieser Hinsicht sagt, ist sozusagen in Einklang mit Dharma, ist purer Dharma. Also, das ist also eine Weise zu sehen. Wenn wir darüber sprechen, dann in der ersten Hinsicht, dann ist es einfach, die Worte des Gurus umzusetzen, weil diese Worte des Gurus im Prinzip nichts anderes sind als die generellen allgemeinen Dharma-Unterweisungen, für die es gar keinen Zweifel daran gibt, dass diese gut und richtig sind, sie umzusetzen, weil es eben echter Dharma ist, gibt es für uns auch kein Zögern und keinen Zweifel daran, dass es etwas wäre, was es gut umzusetzen gelte, wenn wir denn dazu fähig sind. Also nur noch die Frage bleibt, kann ich das, was eigentlich umgesetzt werden müsste, auch selber, bin ich in der Lage, es zu tun, kann ich das umsetzen? Aber es gibt keinen Grund, gäbe überhaupt keinen denkbaren Grund, warum man es nicht tun wollen sollte.
So, da gibt es kein Problem. Das Problem entsteht oder die Schwierigkeit könnte damit auftreten, dass wir den zweiten Art von Guru-Unterweisung betrachten. Warum ist denn zweite Art von Guru-Unterweisung schwierig? Weil das geht dann auf alles, was der Guru sagt, auch im Hinblick auf unsere Alltagsdinge und so weiter. Und wenn der zum Beispiel wenn er irgendetwas uns aufträgt, dann müssen wir das tun oder umsetzen. So kommt uns das jetzt vor. Da denken vielleicht einige von uns, ja, ich versuche alles, was der Guru mir sagt, aufzudrehen und ich versuche es zu tun, umzusetzen. Wir gehen mit dieser Einstellung so nichts heran, aber wenn wir es dann tatsächlich versuchen umzusetzen, dann kann es passieren, dass wir plötzlich feststellen, das passt uns eigentlich gar nicht so gut oder es führt nicht zu dem, was wir uns dabei erhofft haben oder es scheint uns doch nicht im Einklang mit dem, was wir sonst unsere Dharma-Übung nennen oder kommt uns tatsächlich plötzlich ganz schwierig vor. Es bringt uns in lauter Schwierigkeiten. Weil wir haben ja die Idee, dass alles, was der Guru uns sagt, müsste ja in Einklang mit unserer normalen Dharma-Übung stehen. Wenn jetzt plötzlich der Guru etwas sagt, wo wir die Verbindung nicht so direkt herstellen können, dann haben wir plötzlich die Idee, meine Güte, warum soll ich das jetzt machen? Und bringt auch eine ganze Menge Ungelegenheiten für mich. Aber nicht nur das. Wir stellen plötzlich fest, es ist gar nicht so einfach, diese Anweisungen des Guru umzusetzen, dass es uns tatsächlich in einen Haufen Schwierigkeiten bringt. Am Anfang denken wir, okay, ich kann alles umsetzen, was der Guru mir sagt. Das scheint uns sehr einfach. Aber wenn es dann tatsächlich drauf ankommt, dann auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel wenn wir einen Abhisheka nehmen, denken, ich möchte einen Abhisheka und dann bitten einen Abhisheka. Und wenn wir den Abhisheka tatsächlich empfangen, dann kommt dieses Wort, man muss alles das tun, was der Guru sagt. Und plötzlich ist das eigentlich sehr erschreckend. Was soll wir tatsächlich alles tun? Was könnte denn passieren, wenn er uns etwas sagt, was uns nicht passt? Stellen wir uns ein Beispiel vor. Als zum Beispiel Marpa, als Fürst Marpa Milarepa auftrug, diese vielen Häuser zu bauen, hat die ganzen Haufen Häuser bauen lassen. Er hat viel Arbeit da hineingesteckt. Und dann hat er am Schluss gesagt, er soll sie wieder zerstören. Und er hat alle die Steine da, er hat plötzlich gesagt, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Du musst dieses Haus wieder völlig abhalten, du musst die Steine wieder dahin zurückbringen, wo du sie hergeholt hast. Und an der Stelle war das so schwierig für Milarepa, dass er voller Wunden war. Sein Rücken sah so aus wie der Rücken eines Pferdes, der vom Sattel Wunden und Schwielen trägt. Aber Marpa hat ihn nicht ziehen lassen. Er hat ihn weiter angetrieben. Er hat so eine Matte gemacht, mit dem er Milarepa auf den Rücken tragen konnte und hat ihn dann weiter überwacht, hat persönlich überwacht, dass er die Steine wieder dahin zurücktritt, wo er sie hergeholt hat. Das war für Leute auch damals sehr schockierend. Er hat ihn ausgesprochen schlecht behandelt. Wenn wir darüber denken, wir lesen also diese Lebensgeschichten von Milarepa aus der Zeit, viele Jahrhunderte zurück, die mittlerweile vergangen sind, nicht wahr? Dann verstehen wir jetzt, dass das alles die Güte Marpas war, um Milarepa herreifen zu lassen und hat seine Ergebnis, seine Großartigkeit durch diese Güte des Gurus erlangen können. Und wir bewundern die Durchhaltevermögen von Milarepa und so weiter. Das macht alles einen großen Sinn. Aber zu jener Zeit, wenn wir an diese Zeit damals nachdenken, wo Milarepa diese Schwierigkeiten durchlaufen lief, da war das nicht offensichtlich. Also die Leute, die das selber mit beobachtet haben, die Zeugen davon waren, wie Marpa Milarepa schlecht behandelte, das hat sich herumgesprochen und sie haben das gesehen, was er machte. Und sie haben den Nutzen davon nicht gesehen, sie haben nur die schlechte Behandlung gesehen. Sie wussten nicht, dass er in Zukunft dadurch vollkommenes Buddha behandeln würde und so weiter. Sie haben nur gesehen, dass er Marpa, einen einfachen Mönchen, hier ganz schlecht behandelt. Fürchterlich hat er ihn behandelt.
Und sie haben gesagt, ja, oh meine Güte, da lässt er diesen jungen Mönch, den lässt er einfach hier so, den lässt er hier so schlecht behandelt, den lässt ihn all diese furchtbar Lärm. Es fehlt nur noch, dass Mapa völlig durchdreht und den hier hart abenden Mönch noch umbringt. Sie haben gedacht, Mapa ist verrückt geworden. Der spinnt völlig, der ist völlig durchgedreht. So schlecht behandelt er seinen Mönch hier, dass er ihn fast umbringt dabei. So, das war völlig verständlich zu jener Zeit, weil sie ihnen folgten und ihn nutzen und die hinterliegende Absicht nicht sehen konnten. Sie konnten nicht wissen, dass Mapa ein Mahasiddha ist und dass er ein großer Meister allen Yogas in Tibet war und so fort. Das war für viele nicht offensichtlich. Und in gleicher Weise, wenn wir daran denken an Tilupa, wie er seinen Schüler Naropa diese verschiedenen Arten von größeren und kleineren Härten hat durchlaufen lassen, dann war das etwas, was sehr schwierig für gewöhnliche Leute, das nachzuvollziehen. War so vielleicht noch viel in einem größeren Maße schwieriger zu verstehen. Wenn wir an diese denken, wenn diese Teufel, als er ihm seinen Vajra zerquetscht hat und so weiter, diese verschiedenen Szenen, die wir uns heute kaum vorstellen können, dass sie passiert sein sollen. Wenn wir auf solche Gelegenheiten und solche Umstände denken, und dann haben wir auf der einen Seite die Dharma-Unterweisung, die ein Guru uns geben kann, die wir nach unseren besten Fähigkeiten versuchen durchzuführen. Aber wenn es darum geht, alles, was der Guru uns aufträgt, auszuführen, dann wird es plötzlich sehr schwierig. Wir haben das also so vorher kurz gesagt, als ob es zwei Arten von Guru-Wort oder Sprache gibt. Das eine ist das Dharma lehrt und die andere ist das, was einfach alles einschließt, was er uns irgendwie einen Auftrag geben könnte. Wir glauben normalerweise, dass diese verschieden sind. Ja. Und es ist auf der einen Seite, wenn man daran denkt, an all die großen Meister der Überlieferungslinie denkt, die großen geschickten Lehrer, die ihre Schüler auf dem Wege angeleitet haben, dann sind es all die verschiedenen Dinge, die dann da waren viele solche Anweisungen dabei, die nicht unmittelbar als Dharma-Überlieferung sichtbar waren. Und sie haben zum Beispiel viele der großen Meister haben ihre Schüler zuerst mit kleineren Aufgaben betraut, die am Anfang völlig ohne Bezug zu Dharma zu sein schienen und manchmal die sogar im Gegensatz zu Dharma zu sein schienen. Hier haben sie diese ärgerniserregenden und etwas unerklärlichen Handlungen durchführen lassen, um sie zu testen. Zum Beispiel im Fall von Gampopa, also zuerst Milarepa traf, da hat Milarepa ihm, Gampopa, eine Schädelschale gefüllt von Bier hingehalten und hat gegen aufgetragen, das zu trinken und sagt, ihr trinkt davon. Und dann war es aber so, dass eben Gampopa da zu dieser Zeit war ein vollordinierter Mönch und er hat da waren noch viele andere Schüler drumherum, also die ganze Gegend lag voller Schüler von Milarepa und er sah sich also der Rolle als Mensch plötzlich, da der Bier aus dieser Schädelschale trinken sollte und hat gezögert und hat im Augenblick nicht gewusst, ob er diese Angebot annehmen soll. Er hat also diese volle Schädelschale von Bier vor sich, die ihm Gampopa hinhielt und er sagte einfach, trink. Und Gampopa, versetzen wir uns in die Lage. Er ist vollordinierter Mönch. Er kommt aus der Kadampa-Tradition und er hat die ganze Schulung der Kadampas durchlaufen. Er war ein Kadampa-Lehrer. Und die sind außerordentlich strikt in ihrem Einhalten des Vinaya-Regeln und sind dafür bekannt, dass sie außerordentlich strikt und genau sind in ihrem Einhalten aller Regeln. Und jetzt hier plötzlich wenn man da zu dieser Zeit, da war ja nicht nur jetzt Gampopa mit Milarepa alleine, sondern da obendrein war es so, dass darunter einen ganzen Haufen andere Schüler saßen. Es war also im Rampenlicht der Öffentlichkeit, dass der Mensch, plötzlich von Milarepa diese Schädelschale mit Gebier hingehalten bekommt. Und er schaute sich um und sagte, oh, meine Güte, da war ein Zögern in ihm. Er war am Anfang jetzt nicht in der Lage, das sofort zu trinken. Aber Milarepa bedeutet ihm dann, sagt er, komm Kind, mach dir nicht so viel, mach dir keinen dicken Kopf, sondern trink es einfach. Denk nicht so viel, trink. Und nicht denken, sondern trinken. Und so hat er ihm,
Und in was immer dann in diesen Momente in Gampopa war, an Zweifeln und Zögern und so weiter, ist mit einem Mal verschwunden und er hat die gesamte Schädelschale an Bier in einem Zuge leer getrunken, ohne das geringste bisschen übrig zu lassen. Weil er diesen Auftrag durchführte und weil er diese Schale von Bier getrunken hat, deswegen hat Milarepa erkannt, dass Gampopa in der Lage ist, ein geeigneter Schüler, ein Gefäß für diese Überlieferungslinie zu sein und alle Überlieferungen und alle Instruktionen vollständig zu empfangen und halten zu können. Ja. Wenn man es so stellen, er hätte jetzt gesagt, oh, lieber Guru, also das ist ja wunderschön, dass du mir hier Bier anbietest, aber tut mir leid, also so kann ich das geht hier nicht. Ne? Dann wäre da was anderes draus geworden. Das ist sehr wichtig für die Überlieferung der Linie, dass diese eine verheißungsvolle Verbindung. Es war in gewisser Weise, kann man auch sagen, ein Test, den Milarepa hier angewandt hat, um Gampopa zu prüfen. Diese einen Bhikshu eine Schale mit Bier hinzuhalten und sie trinken zu lassen, ist eigentlich in einer Hinsicht komplett im Widerspruch zu Dharma. In dieser Weise machen wir also oft den Unterschied, dass wir sagen, was der eine Seite ist der Guru, derjenige, der uns offiziell Dharma lernt, also im Sinne von formalen offiziell Dharma. Und dann gibt es aber die anderen Dinge des Wortes des Guru, die unser tägliches Leben betreffen. Und Milarepa als authentischer Guru, für Milarepa gibt es keinen Unterschied zwischen täglichem Leben und Dharma. Da ist nur Dharma, gibt es kein Dharma, was verschieden von täglichem Leben, von Alltagsleben ist und kein Alltagsleben, was verschieden von Dharma wäre. Alles, was in diesem Alltagsleben auch kommt, ist Teil von Dharma üben. Und alles, was Dharma üben betrifft, ist Teil des Alltagslebens. Da gibt es nicht den kleinsten, geringsten Unterschied. Und weil da kein Unterschied zwischen weltlichen Geschehen und dem Anwenden von Dharma ist und dem Anwenden von Dharma und der Ausübung in weltlichen Geschehen, dann ist das eine Art und Weise, das zu sehen, die verschieden ist von dem, wie wir heutzutage manchmal den Eindruck haben, als ob es so zwei verschiedene Dinge gäbe, die formale Dharma-Übung und dann unser Alltagsleben, was davon getrennt ist. Aber auf der anderen Weise, wenn wir diese Trennung machen, wenn wir wirklich Dharma üben wollen, dann muss das mit unserem täglichen Leben verbunden sein. Da muss tägliches Leben und Dharma nicht was Verschiedenes sein, sondern das muss genau in täglichen Leben angewandt werden. Und da gibt es eine kleine Geschichte darüber. Wenn wir an den großartigen Düsum Khyentse denken, unterhalb von Tsopo. Tsopo ist dann im Obertal, gewissermaßen hinten im Tal. Und wenn wir vor ist, wenn wir dann weiter runter in dem Tal gehen, an dem tieferen Ende des Tals gelegen, gibt es Naka, ein kleines Dorf. Und gegenüber von diesem Dorf in dem Berg gibt es eine Höhle, die von Übungen benutzt wurde, von Düsum Khyentse. In dieser Höhle war eines Tages, war es Düsum Khyentse, der in dieser Höhle sich niedergelassen hat. Und dann, dadurch, dass er in dieser Höhle gewohnt hat, hat er dann von dieser Höhle aus auf den Berg hinunter sein Urin und seine Ausscheidungen geflossen und so weiter. Und das heißt, dass daraus große Reliquien entstanden sind, die dann als Düsum Khyentses Code-Reliquien bekannt wurden und so weiter. Das heißt also, das wird ja ein Zeichen dafür, wie für großartige Lehrmeister es keinen Unterschied zwischen Dharma und Alltagsleben gibt. Es sind nur wir, die diese fixe Idee haben, dass es ein Dharma und ein Leben und ein Alltagsleben als zwei getrennte Dinge geben sollte. Und wenn wir dann hineinschauen in die Anweisung des 8. Kammapas, in den 100 kurzen Anweisungen, da heißt es, solange ein Lehrmeister an nichts anderes im Sinne hat, als das Wohl der Lebewesen zu vollbringen, ist es unmöglich für ihn, etwas zu tun, was nicht zum Wohle anderer Lebewesen werden. Und nicht das kleinste Wort seiner Unterweisung oder seiner
seine Aussagen, dass wir annehmen, wäre anders als etwas, das uns zeigt, was Ursache und Wirkung ist, was zu tun und zu lassen. Und es ist niemals was Verschiedenes als von befreiender Dharma-Information. Und wenn wir darin Vertrauen entwickeln und Zuversicht, dann, dass alles, was Sie sagen, echte befreiende Information oder Dharma ist, dann ist es unmöglich, Ihre Worte misszuverstehen als irgendein bedeutungsloses Geschwätz. Also was immer Sie an Anweisungen auch sagen, was immer Sie uns auftragen oder was Sie erklären, was Sie sagen uns zu tun und was sagen uns nicht zu tun, also was zu tun und zu lassen ist, was immer Sie uns an Anweisungen geben, ist, weil all das, was Gute ist, ist das, was zu tun ist und das, was eben das Ungute ist, das, was zu lassen ist. Und dann und wenn wir Vertrauen darin haben, dass genau das, was Sie sagen, niemals etwas anderes ist, als was uns über diese Ursache und Wirkung aufklärt und gut das Tun und Lassen darlegt, dann würde in der Folge davon uns klar, dass, was immer Sie sagen, auch automatisch echte, befreiende Dharma-Informationen. Das ist niemals einfach nur ein bloß dahingeschwätzt oder irgendein dummer Scherz, den Sie machen. Sondern alles hat eine Notwendigkeit, einen großen, tiefen Sinn, was Sie sagen. Sie würden niemals irgendetwas sagen, wenn es nicht einen Sinn hätte. Weil alles, was Sie sagen, im Einklang mit darin besteht, Lebewesen zu nützen zu wollen. Das ist das Einzige, was Ihnen in Ihrem Sinn ist. Alles, was Sie im Sinne haben, ist, anderen Lebewesen zu nützen. Weil ein Guru alle Lebewesen als die eigenen gütigen Mütter sehen. So, es ist ein Grund dafür, deswegen hat alles einen großen, tiefen Sinn. Wir sind jetzt hier nicht auf dieser Stufe der Einsicht oder Vernunft, dass wir so etwas so sehen können, dass wir alle Lebewesen als unsere gütigen Eltern sehen könnten und für ihn nur ausschließlich vom Nutzen sein wollten. Aber deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was der Guru sagt, dass es, weil unsere begrenztes Einsichtsvermögen, wo wir nicht in der Lage sind, die tiefen Worte zu beurteilen, die der Guru sagt, weil wir unsere begrenzte Erkenntnis und Einsichtsvermögen haben, ist es wichtig, dass wir hier nicht so viel Unterscheidung machen und sagen, oh, das meint er jetzt nicht so, der meint das eigentlich nicht so. Das ist ja nur dahingesagt und das andere ist der echte Dame. Also wir sollten uns frei machen von solcher Art von dummer Unterscheidung, die vielen Unterteilungen, sondern sehen, dass es ist unser begrenztes Einsichtsvermögen und Mangeln an Erfahrung, dass wir gar nicht ermessen können, was so ein großartiges Wesen in der Lage ist, hier zu beabsichtigen. Und das auch in Bezug auf die. Und wenn wir also uns mit einem Guru unterhalten, dass wir dann die normale Unterredung schon auftreiben, in einerseits, das ist Dharma und das andere ist nur normales Gerede. Diese Art ist nur unserem eigenen Unvermögen geschuldet, denn alles, was der Guru sagt, ist im Sinne von Dharma, ist befreiende Informationen. Wenn Sie etwas sagen, dann deswegen steht es uns nicht an zu sagen, wenn wir mit einem Gespräch führen und wir ihn reden hören, dass wir sagen, oh, das ist jetzt Dharma und das andere ist jetzt was anderes. Das ist oder so, wie wenn wir dann vielleicht einen Zeitplan haben und dann von 9 bis 10 lädt er vielleicht und dann sagen wir, okay, was er von 9 bis 10 sagt, ist Dharma und der Rest der Zeit ist es nur normales Alltagsgerede. So eine Art von Verständnis oder Gedanken ist völlig unangemessen. Zu jeder Zeit, was immer er sagt, welche diese auch sein mag, es wird immer für uns von großem Wert sein. Wir müssen immer genau aufpassen, was der Guru sagt und tut. In der großen Weise wie so war es die Lehrmeister der Vergangenheit. Sie haben gesehen, dass dem Guru zu vertrauen und das, was er sagt, zu beachten, ist identisch damit, die Vertrauen in Ursache und Wirkung, in die Ursache und Wirkung eigenen Tuns zu haben. Warum? Weil was der Guru, der ein Kalyana Mitra ist, der uns mit Gutem vertraut macht, der Herzensfreund,
ist nichts anderes, als dass er uns das lehrt, was zu tun ist, so einerseits an Guten und was an Schlechten zu vermeiden ist. Also Ursache und Wirkung von Folge und eigenem Handlungs aufklärt wird. So wird also niemals in dem, was es sagt, irgendetwas sein, was nicht im Einklang mit Ursache und Wirkung steht und darüber nicht aufklärt. Und wenn man also über Ursache und Wirkung Vertrauen empfindet, dann ist es auch dasselbe, als in den Worten des Guru zu vertrauen. Wenn wir also diesen Vertrauen auf in Ursache und Wirkung hier betrachten, weil der Guru eben über Ursache und Wirkung aufklärt, dann sollte alles das, was er sagt und was er zum Guten sagt, was zu tun ist, eben die Ursache von Freude und Wohlergehen werden. Und deswegen wird auch alles dem Guru und zu vertrauen und Ursache und Wirkung zu vertrauen, wird zu ein und demselben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der für uns die eigenes Voranschreiten auf diesem Pfad der Erfahrung. Das hier in Tsongkhapa hat das auch in dieser Weise ausgedrückt. Wie gesagt, es ist außerordentlich wichtig, ist über dem Guru Vertrauen zu haben, in der gleichen Weise, wie man in Ursache und Wirkung Vertrauen hat. Und dass das die Grundlage dafür bildet, einen solchen Weg zu gehen mit einem Kalyana Mitra und mit tiefem Vertrauen zu üben. Und das Gleiche ist auch die Schüler der großartigen Meister der Vergangenheit, zum Beispiel Tilopa oder Marpa und Milarepa. Und wenn wir auf die Schüler von Kadampa, die 3 Kadampas denken, die unsere Vorväter sind, die Schüler von Gampopa und auch die Schüler von zum Beispiel von Tsangpa Kyare und Lorepa und Gyaltsaba und so weiter. Sie haben in dieser Weise gehandelt. Weil sie hatten Vertrauen in ihre Gurus, so wie sie Vertrauen in Ursache und Wirkung haben. Der nächste Punkt, den wir betrachten sollen, ist, was, wenn wir uns dazu unfähig fühlen, wenn wir unfähig sind, das umzusetzen. So, wenn also ein authentischer Guru uns etwas sagt und einen Auftrag gibt, dann das aber eben betrachten. Selbst wenn es aber uns auch nicht direkt als eine Dharma so erscheint, als ob es ein Dharma bezogen ist, ist es aber in jedem Sinn, sich das, was ein authentischer Guru sagt, ist immer eine Dharma-Unterweisung, also eigentlich eine befreiende Information, insbesondere. Aber es sind 2 Arten, wie wir das anwenden können, was der Guru uns sagt. Und wie es dazu kommen könnte, dass wir etwas nicht tun oder im Gegenteil. Eine ist, dass wir absichtlich das nicht tun, was der Guru uns sagt. Und das Zweite ist aber, dass wir dazu uns nicht fähig fühlen. Also es sind 2 Dinge. Einmal sind wir nicht achtsam und passen nicht auf. Und das Zweite, wir fühlen uns unfähig dazu. Also wenn wir davon reden, dass selbst wenn wir keine böse Absicht haben, wir haben also keine schlechte Motivation, wir wollten eigentlich das tun, was der Guru uns aufträgt, aber wenn wir uns dazu nicht in der Lage fühlen, dann kann es trotzdem dazu führen, dass also hier diese gute Verbindung zu dem Guru an dieser Stelle gestört wird. Es ist dann immer eine Frage der wechselseitigen Bedingungen, dieses Zusammentreffen zwischen Guru und Schüler. Es ist also hier die Worte des Guru wir reden hier nicht davon, wir reden gar nicht so sehr davon, ob jetzt der Guru uns, wenn wir uns gedrängt fühlen, etwas zu tun, was wir nicht für angemessen halten, sondern es geht, dass wir einen tiefen Respekt empfinden für all das, was der Guru sagt. Und es gibt so viele Dinge zu lernen. Ich möchte deshalb, und das ist uns wichtig,
Weil selbst wenn es uns nicht verständlich oder einsichtig ist, würde das dem Guru-Worte zuwiderhandeln, dazu führen, dass diese glückliche Verbindung zwischen Guru und Schüler an dieser Stelle gestört. Ich möchte dazu ein Beispiel dafür bringen, damit uns das als klar wird, dass es eigentlich eine tiefe praktische Notwendigkeit ist, die an den Worten des Gurus zu folgen, das also in Alltagserfahrung direkt einen großen Nutzen hat. Und dazu ein Beispiel in der Vergangenheit ist in der Tsalpa-Kadji-Tradition. Der Gründer Shang Tsalpa war jemand, der also wollte gerne sein Klostersitz und seine ganze Linie einem Schüler Namkha Ö übertragen. Und Shang Tsalpa hat ihm deshalb eine Chakrasamvara Abhisheka gewährt und hat zu Namkha Ö gesprochen und sagte, hier, ich vertraue dir diesen Klostersitz an, bitte kümmere dich gut um ihn. Und Namkha Ö hat daraufhin als Antwort gegeben, er sagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich genügend an guter Reife oder an Kraft von Gutartigkeit bereits auch habe, um hier die ganze Tradition des Lehrers übernehmen zu wollen. Eigentlich würde ich am liebsten mein ganzes Leben lang mich in eine Übung zurückziehen und dann für Sorge tragen, dass ich in zukünftigen Leben auf großen Nutzen für alle Lebewesen bin und dann die Lehren des Guru weiter verbreiten. Also ich finde das zwar, in diesem Leben habe ich das Gefühl, ich habe nicht die Kraft und die Kraft an Guten in mir, dass ich wirklich die Rolle des Lehrers hier übernehmen kann, und ich möchte in diesem Leben eigentlich lieber mich der eigenen zurückgezogenen Übung widmen. Shang Tsalpa hat ihm daraufhin geantwortet und hat zu Namkha Ö gesagt, also hör mal, Bodhisattvas denken ausschließlich daran, wie sie andere Lebewesen nützen und nicht an ihren eigenen Frieden, selbst wenn sie üben und im Sinne der grundlegenden Verhalten wie Shamatha und so weiter für ein ganzes Leben sein, dann würden sie dadurch keine Bruderschaft erlangen, sondern sie würden sich sondern sie arbeiten ausschließlich zum Nutzen der Lebewesen. Er hat ihm also trotzdem alle Instruktionen gegeben und hat ihn nicht kritisiert, aber weil und dann Namkha Ö war also nicht in der Lage, dann letztlich diesen Klostersitz zu übernehmen und hat durch die Anweisung des Gurus missachtet und hat deshalb in diesem Leben ganz viele Schwierigkeiten erfahren. Und er war nicht in der Lage, großartig anderen Schülern zu nützen. Und nichtsdestotrotz gibt es die Prophezeiung von Shang Tsalpa, dass Namkha Ö in der Zukunft den Buddha-Zustand erreichen würde und mit dem Namen Namparolpa in zukünftigen Lebenszeiten werde er zur Buddhaschaft erwachen. Nichtsdestotrotz war also diese Prophezeiung da. Aber zu jener Zeit, weil wenn Namkha Ö die Anweisung seines Gurus beachtet hätte und den Klostersitz übernommen, dann hätte auch ein großer Nutzen entstanden. Und auch für die Tsalpa-Kadji Klostersitz wäre erhalten. Und es wären viele großartige Früchte daraus herangeeifert. Also man könnte sagen, einerseits war vielleicht Namkha Ö viel zu bescheiden. Auf der anderen Seite wollte er aber lieber gerne alleine für sich seiner eigenen Übungen widmen. Und so insofern ist dieses Nicht-Erfüllen der Worte des Gurus und seiner Weisung hat dazu geführt, dass dadurch ein Schaden entstanden ist. Also historisch gesehen war das ein großer Verlust für sich selbst und auch für alle anderen. Wir können nicht sagen, dass er sich grundsätzlich gegen den Guru gewandt hat, aber es hat auf jeden Fall einen Schaden hervorgerufen. Es gibt dasselbe auch in der Kamakansha-Tradition. Zum Beispiel der erste Shaumapa in der Kamakansha. Der erste Shaumapa, Tokten Trakpa Sengye, war der Hauptschüler von Rangzong Dorje. Und Rangzong Dorje hat
Hat sogar mal gesagt, hier, Samten Rinchen hat er gesagt, so sagte Karmapa, Samten Rinchen ist großartiger als ich und Dragpa Senke wird so mir ebenbürtig werden und so weiter. Also in jedem Fall war er jedenfalls einer der Hauptschüler von Rangso Dorje, aber trotzdem, wenn man das Fest der Gelehrten als historische Erzählung hier zugrunde legt, dann hat Rangso Dorje Dragpa Senke als großartigen Meister erkannt und hat ihm vertraut, aber er hat ihn nicht als den Führer des Klosters von Dechen eingesetzt. Also unterhalb von Zobo gibt es einen großen hohen Berg. Viele Siddhas sind da oben erschienen. Da gibt es also einen Rückzug oder einen Klausurort und hat ihm aufgetragen, dorthin zu gehen. Und hat ihm aufgetragen, dorthin zu gehen, aber anstatt dorthin zu gehen nach Dechen Yangtze, er hat ihm also gesagt, er soll nach Campo Ninang zu gehen. Campo Ninang ist, aber da wollte er eigentlich hin. Rangso Dorje hat ihm aufgetragen, geh nach Campo Ninang, das ist in Kham. Und dann Dragpa Senke hat sich aufgemacht, die Worte des Gurus zu erfüllen und hatte ein Maultier, das ihm besonders gefiel. Aber dieses Maultier, da gab es also diese Stelle, wo die Wege sich teilten und das eine geht zum niederen Teil von Zobo. Also die Mitte dieses Weges, und diese Strecke da ist das Maultier plötzlich den Berg hinaufgegangen, statt weiter runter. Und er hat es nicht aufgehalten, hat es einfach weiterlaufen lassen. Und auf der Höhe des Berges war da eine wunderschöne Ebene, da gab es eine Quelle und da war eine Wiese und so weiter. Und da hat sich das Maultier hingelegt und hat sich für einen Augenblick eine Pause gemacht und so weiter und dachte an nichts weiter gedacht. Und es hat ihm so groß gefallen, dass dort dieser Platz, dass er dann beschloss, an dieser Stelle eine dauerhafte Ansitz zu errichten. Und er hat es einfach Ninang genannt, war aufgrund als eine verheißungsvolle Verbindung im Einklang mit Zobo und Ninang. Und dachte, es ist eine schöne Gegend. Man gab ihm auch diesen Namen. Wir sprechen also über Zobo Ninang im Gegensatz zu dem anderen Ninang, Campo Ninang. Also jedenfalls hat er sich nicht weiter aufgemacht, den Weg runter durch das Tal zu gehen, um sich in Richtung auf Campo Ninang zu bewegen. Aber durch dieses Missachten der Unterweisung des Gurus war er nicht in der Lage, den vierten Karmapa Rangso Dorje zu treffen. Also Karmapa in seiner nächsten Inkarnation, Rangso Dorjes nächste Inkarnation. Rangso Dorjes Intention war, dass Tokten Dragpa seine zukünftige Wiedergeburt Rolpe Dorje dort treffen würde. Und weil Rolpe Dorje nicht nach Zobo kam, waren sie nicht in der Lage, sich zu treffen. Er hat also den Gurus Wort missachtet. Also Dragpa Senke hat auch in vieler Hinsicht er hat die Worte des Gurus missachtet und er hat dann selber gesagt, weil ich viele Worte meines Gurus missachtet habe, so sagte Dragpa Senke, ist es auch so, dass viele meiner Schüler meine Worte auch missachten. Das ist auch eine Folge von Ursache und Wirkung. So ist das manchmal, wenn wir also daran denken, wie die Worte des Guru zu missachten. So, kleine Taten können manchmal dazu führen, dass also die verheißungsvolle Verbindung, wechselseitige Abhängigkeit zu einem Problem führt. Das ist eine weitere Geschichte, die hat mit Pomtragpa zu tun. Und Pomtragpas Guru war Trogen Rädchen.
Und Trubin Rätjen hat ihm aufgetragen, geh nicht nach Markham. Aber später in seinem Leben ist Trockenrädchen, nachdem Trockenrädchen verstorben war, ist Pomtragpa dann nach Markham gegangen und, und weil er auf diese Weise die Anweisung des Gurus missachtet hat, ist er dort an dieser Stelle verstorben. Und das findet sich wieder in den Mitteldeutlich 100 kurzen Instruktionen. Und darin heißt es, Pomtragpa war mit seinem Lehrer zusammen und hat mit ihm zusammen geübt. Er wollte so üben wie sein Lehrer und er dachte, er hatte deshalb im Sinne, dass er nach Markham gehen werde, um dort im Einklang mit der Unterweisung des Gurus zu üben. Aber Trocken Sanjay Retintol hat ihm gesagt, geh nicht jetzt, du bist von einem Dämon besessen, Hindernisse werden entstehen, du solltest jetzt da nicht hingehen. Später, als dann Pomtragpa tatsächlich nach Markham kam, wurde er dort sehr krank. Und Kamapakshi war damals mit ihm zusammen und Pomtragpa sagte ihm, jetzt sterbe ich. Und das ist die Konsequenz davon, dass ich die Anweisung von Jerepas Wort missachtet habe. Und damit verstarb er an diesem Ort. Hätte er die Anweisung des Guru beachtet, wäre das dazu nicht gekommen. Und so hat der Karmapa selber aufgetragen, hat also Pomtragpa hat Kamapakshi aufgetragen, gesagt, du musst das genau tun, was ich dir sage. Und wenn du die Anweisungen der ehrwürdigen Gurus beachtest, dann wird das dann ist das nicht nur gut für dich, sondern für alle deine Schüler. Und bloß das zu erinnern, werden alle automatisch die höchsten Siddhis und die gewöhnlichen Siddhis erreichen. Deswegen sei niemals getrennt von deinem Guru. Also in einer Hinsicht war es so, dass ein Drogenrädchen einfach Pomtragpa gesagt, ach nee, geh nicht nach Markham, ohne dass das irgendwie ein Hinweis dafür war, dass diese Gegend für Dharma unverträglich wäre. Pomtragpas Reise war aber motiviert dadurch von seinem Wunsch, dass er die Wirkungsweise von seines Lehrers Drogenrädchen, also in dieses Erbe weiter fortführen wollte. Und er hat davon gehört, dass in dieser Gegend von Markham ganz viele Leute sind, die nach Drogenrädchens Art und Weise üben. Und deswegen hat er eine Motivation, dorthin zu gehen, um hilfreich zu sein. Also er hatte keine schlechte Art von Absicht dahinter, keineswegs. Er hatte eine gute Absicht, dorthin zu gehen. Aber es hat dazu geführt, dass es zu einer Unterbrechung der verheißungsvollen Verbindung zwischen den beiden. Also das ist also eine von diesen Geschichten, viele von diesen Geschichten, die habe ich vielleicht schon erzählt, aber es ist eine von diesen Geschichten und ich denke, das reicht jetzt erstmal für heute.